bu bu. Du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. So. Gleich mal sauber an. Na, jetzt an. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dog of War. Mein Name ist Kratos und ich entschuldige mich gleich schon mal für gestern. Leider habe ich zu spät festgestellt, dass mein Mikrofon versagt hat und man deswegen nicht einen Ton von mir gehört hat. Gut, es kann jetzt auch eine Wohltat sein, das liegt jetzt im Auge des Betrachters, aber ich hoffe, dass heute wieder funktioniert. Ich habe jetzt mein Mikro nochmal überprüft. Ich glaube, heute müsste es wieder gehen. Und dann da ich sagen, ohne weitere Umschweife, machen wir gleich mal los. Ähm, was machen wir jetzt eigentlich? Was ist das? Offene Angelegenheiten. Was ist das? Das ist diese Gulwig-Geschichte. Hoppa. Offene Angelegenheiten. Habe ich keine Nebenquests mehr, oder was? Also dieses offene Angelegenheiten-Ding halt. Die Inseln des Sees erkunden. Ja, ich würde sagen, gehen wir mal da. Halt wir es weiter auf. Das stinkt, das haben wir voll ganz schön gestunken, weil ich hätte eigentlich da echt ein paar weise Weisheiten gestern zum Besten gegeben über diese kleinen Quests, die ich da gemacht habe. Leider war halt nicht ein Ton von mir drauf. Das hat mich dezent angepisst. Muss ich ehrlich sagen. War ich da schon? Da war er wieder. Erst da und wieder nicht. Was bedeutet das? Also da war ich anscheinend noch nicht, weil... Ja, da legen wir jetzt auch an. Da können wir doch jetzt... Wo ist das Empfangskomitee? Kein Empfangskomitee? Schwach. Okay. Okay. Ja, hätte mir jetzt auch gewundert. Oh nein, ein Schildträger-Arschloch. Ja. Bringt das was, wenn ich bei Schildträgern auf Fürst ziel? Ey! Du Wichser! Erst auf! Alter, wie fix hat das? Warte mal, ich hab doch da, genau, dieser. Ja, scheiße, den hätte ich jetzt auflassen müssen. Ey! Mit einem taktischen Rückzug. Wie wär's, wenn du die Fresse hältst? Boah, Alter! Du Arschgesicht! Scheiße. Ich hab kein Heal, ich hab kein Rage, ich hab nix. Bitte sag, dass da Heal drin ist! Mann, mach doch die was kaputt, du Vollidiot! Natürlich ist da kein Heal drin. Hau ab! Hau ab, ich brauche einen Heilstein. Ich brauche einen Heilstein. Da muss doch irgendwo ein Heilstein sein. Oh Gott, das fängt ja schon gut an. Da gibt's keinen Heilstein. Willst du mich verarschen? Kommt da, in der Vase. Da ist doch einer drin, oder? Das gibt's doch jetzt wohl nicht. Haut's ab. Junge, du musst das regeln. Ja, ich nicht. Warum gibt's denn da nirgendwo einen Healstein? Das darf doch jetzt nicht wahr sein! Das ist jetzt blöd, dann auf zum Gehen. Ich muss warten, bis ich wieder Gesundheit für Mauer habe. Wenn die Arschlöcher dir dreimal treffen und du bist gleich hier. Du Wichser! Bin unterwegs!
jetzt habe ich wieder keinen Heilstein mehr. Auf geht's. Ich hab einen. So, keep cool, man. Sehr schön. Ja, jetzt kämen Heilsteine. Geht doch. Puh, das hat echt gedauert. Ja, das war auch echt nervig. Die Frage ist jetzt bloß, wie kriege ich an diese Glocken hier? Weil die anderen zwei sind ja frei, aber die da ist hinter so einem komischen Gordon. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Seitenbuhr. Da kann ich an dem Kettel ziehen, dann geht das wahrscheinlich runter, aber das bringt mir ja nichts. Weil ich komme ja dann nicht mehr rauf. Ich muss die Ketten leider... Mach wieder auf, danke. Gehen wir mal da auf. Schauen wir mal. Da... Ich höre doch da schon so ein Ding, so ein... Aber wo ist jetzt das wieder? Jetzt müssen wir wahrscheinlich erst das Radl irgendwie in Gang bringen da drüben. Dann können wir mit dem Radl... Wo ist eigentlich mein Boot? Da ist mein Boot. Ich paddel mal auf die andere Seite. Kann ich auf die andere Seite umpaddeln? Ah, jetzt weiß ich, wie ich das mache. Mimir, warum fühlte sich Tyr verantwortlich für Odins Gräueltat an den Riesen? Es gab einen Zwischenfall, kurz nachdem Mjölnir geschmiedet war, als Tyr eine Zusammenkunft zwischen Odin und den Riesenkönigen einberief. Zu der Zeit war der große Krieg noch jung, ein Sieg lag in weiter Ferne und die Jötnar hätten die Waagschale zwischen Asen und Bahnen kippen können. Wir machen später weiter. Jetzt habe ich eine Idee. Jetzt habe ich da eine Idee. Aber zuerst, da war, ich habe da vorher so ein Wurzelgeflecht-Ding da ist. Bitte einmal kaputt machen. Bitte nochmal kaputt machen. Und weg ist es. So, was gibt's denn da Schönes? Ah, Zorn der Titan. Was kann der? Der schaut nicht schlecht aus. Was habe ich bis jetzt? Das da. Ich nehme mal das da. Okay. Ja, soweit so gut. Wo war denn? Da war's doch. Da muss ich irgendwie... Ich werde jetzt nämlich mit dem Boot da rüber paddeln. Und wieso half Tyr Odin beim Treffen mit den Riesen? Odin hatte Tyr überzeugt, der Hammer diene nur zur Abschreckung, um bei den Friedensverhandlungen stark zu erscheinen. So viel Tyr hoffte, alle Parteien davon zu überzeugen, dass Frieden ihnen allen zugute käme. Fuck. Er wusste, dass die Riesen besorgt waren wegen des Hammers, einer mächtigen Waffe in Händen, denen sie nicht trauten. Doch sie trauten Tyr. Tyr glaubte stets an das Beste in anderen. So schenkte er Odins vermeintlichen Wunsch nach Frieden Glauben und brachte den Rabengott nach Jotunheim. Weißt du was? Ich erzähle sie dir später. Ja, das erzählst du bitte später. Der Plan, den ich eigentlich hatte, der geht nicht ganz auf. Kommen wir da vorher unten irgendwie? Ah, ich hab's gesagt, die Dachseite. Kann man nämlich da, mit dem Ding können wir jetzt wahrscheinlich das Radl in Gang bringen. Jetzt drehen wir das einfach so weit,
dass man da durchpaddeln kann. Nicht wahr, Junge? Gib auf Zeiten, Junge. Boot ist da drüben. Wir brauchen das gar nicht zum Reden anfangen, weil wir eh gleich wieder anlegen. Wir paddeln jetzt nämlich sauber da rüber. Dann laufen wir da hin. Dann ein bisschen sprinten. Wir sind ja sportlich. Dann machen wir den. Komm, lass aus. Hm. Und dann paddeln wir wieder zurück und dann haben wir nämlich die Glocken da frei. Pro Gamer! Darauf trinken wir einen Schluck. So. Die Glocken da schaut so aus, als würde sie... Genau. Das haben wir nämlich gedacht, dass die nicht sehr lang schwingt, deswegen werde ich die... Oh, da ist ein Odin-Gockel. Den holen wir gleich, aber jetzt machen wir erst später. Pro Gamer. Na, was gibt's denn da? Eine Kiste gibt's da. Und 3 Euro. Bitte was Cooles, bitte was Cooles. Klingensturm, schwerer Runenangriff. Was kann der? Oh, nice. Der schaut nicht schlecht aus. Was habe ich bis jetzt? Den da. Vielleicht probiere ich den einmal aus. Also wie viel Schaden macht der? Der macht Schaden 3. Schaden ist mir immer sehr wichtig. Und der macht Schaden 3, aber hat halt Frost voll. Ich glaub, der ist fast besser. Ich glaube, ich lasse doch den einmal. Der meine ist momentan doch noch. Aber ich werde den anderen auch mal ausprobieren bei Gelegenheit. Gut, ich glaube, da gibt es dann soweit nichts mehr, oder? Sind wir da durch? Ich weiß jetzt nichts mehr. Und da die sagen, packt man es wieder. Ich sehe etwas im Wasser. Dann hol ich's raus. Edles Gold. Was war, als Tyr Odin nach Jotunheim brachte? Ab da lief alles schnell aus dem Ruder. Die Riesen erahnten Odins List und entlarvten sein... Entschuldigung. Ich paddel mal kurz da näher. Was ist das? Eingang. Einen wahren Plan, sie auszuspionieren und ihr geheimes Wissen zu rauben. Mit Hilfe von Magie verbannten sie Odin aus ihrer Welt, sodass er nie zurückkehren kann. Frustriert ließ Odin seinen Zorn an den Riesen von Midgard aus. Thor entfesselte die Macht Mjölnirs gegen jeden Riesen, den er fand. Keiner konnte dem Blutrausch, der nun folgte, standhalten. Und schließlich zogen sie sich offenbar mit Tyrs Hilfe zurück. Der Turm verschwand, keine Riesen wurden je wieder in Midgard gesehen. Und weder Mensch noch Gott hat Jotunheim seither betreten. Ich würde gerne anlegen. Hallo. Zack. Wenn ich wieder einen Zwerg trifft, dann brauche ich wieder Dinge, mein Healstor. Wait. Komm, Junge. Ich glaube aber, da war ich schon. Da meine ich, war ich schon.
Ja, da gibt's nichts zu holen. Gehen wir wieder Junge. zurück. Junge! Gehen wir wieder zurück. Okay, gehen wir mal kurz auf die Map. Oh Gott, wo kann ich denn jetzt noch hin? Da ist noch was. Paddeln wir mal in die Richtung. Aber was ist los? Hat sich die Sprache verschlagen? Mimir, erzählst du die Geschichte weiter? Mit Vergnügen. Wo war? Oh, Thor zerschmettert Hrungnir Schädel aus Stein und der Riese fällt mit einem Knirschen auf ihn. Und wieder hallt schallendes Gelächter durch die Halle des Palastes. Die Geschichte ist ja furchtbar, Mimir. Ganz anders als die von meiner Mutter. Lass dir das eine lesen. Die Wahrheit ist selten so hübsch wie Mythen und Legenden. War doch was zum... Da kann man anlegen. Ich höre einen Tschernobyl-Vogel. Naja, ich höre die schon. Also, wo ist er, der Tschernobyl-Vogel? Ach Gott, das ist wieder so, den siehst du. Ah, na, da ist er. Hab ihn schon. Hab ihn schon. Oh Gott, will ich das überhaupt? Ja, natürlich will ich das. Komm her. Urschüsslein rein. Eine ins Gesicht. Oh Gott, das sind diese hässlichen Wolfviecher. Ach, was machst du denn? Scheiße, daneben. Naja, hab schon gesehen, ja, eben. Danke dir. Ja, uah. Nein, es ist nicht alles in Ordnung. Scheiß Dreck. Das war jetzt weniger cool. Okay, okay. Dann lassen wir die Wolfsviecher vielleicht doch jetzt einmal erstmal. Wo bin ich denn jetzt da? Gehen wir mal erstmal da durch. Ja, komm, was so ist. Und die probier's mit den Klingen bei dem. Hey, Spezi! Ja, der ist gelb. Der sollte machbar sein. Hier. Du bist nicht der Schnellste. Ah.
Arschloch! Bin soweit. Ja, ich weiß schon, du kannst auch Arschloch attacken. Steh auf, Bur! Mach dich nützlich! Oh, das mag er gar nicht. Oh, die mag er gar nicht. Ja, ja, ich pass schon auf. Zu langsam. Der ist eh gleich hier. Pro Gamer. Hier ist Feuerschal. Ein Symbol des Lichts, das alle Welten verbindet. Aber wozu diese seltsamen Ruhen? Jetzt, wo du es sagst. Das ist untypisch. Und dafür haben wir jetzt den Typen besiegt. Um herauszufinden, dass solche Runen auf Feuerschalen untypisch sind. Danke für nichts, Spiel. Danke für gar nichts. Weißt du was? Weißt du, was ich eigentlich sag? Wir machen jetzt Story weiter. Oder? Ach, scheiße. Ja, geh halt rein da. Vater, bitte sei nicht böse. Aber ich habe deine Klingen schon mal gesehen. Sie lagen unterm Haus, als ich mich versteckt habe. Durfte ich deshalb nie darunter? Wo kommen sie her? Sie sind meine Bürde. Aus einem Leben, das hinter mir liegt. Naja, jetzt sind sie auch Teil meines Lebens. Ich möchte die Geschichte hören. Jene Tage sind tot. Sie neu zu durchleben ist sinnlos. Wie kann die Wahrheit sinnlos sein? Eines Tages wirst du verstehen. Ich nehme dich beim Wort. Ja, der Lego Maker 471 ist auch mal wieder da. Hallo! Schön dich ja, zu sehen ist jetzt blöd gesagt. Schön mal wieder was von dir zu lesen, sagen wir es so. Hallo, hey, muss euch zwar um einen weiteren Gefallen bitten. Oh, da wird sich der Kratos drüber gefreien. Ich hoffe, man versteht mich diesmal, weil bei meinem gestrigen Stream hat das Mikrofon rumgesponnen. Das war ein bisschen blöd im Nachhinein. Was willst du, Zwerg? Ich habe noch eine Spur zu meinem Kumpel Andvari. Trefft mich bei den Landshüterminen. Ist auch eine Menge hübscher Beute für euch drin. Noch eine Spur? Aber wir haben ihn schon gefunden. Naja, zumindest eine Hand von ihm. Ich erklär's euch bei den Minen. Diese hier sind südlich der Flusslande. Wollt ihr zwei jetzt irgendwas oder steht ihr einfach nur faul da rum und starrt Löcher in die Luft? Ich starr gerne Luft in die Löcher. Rüsten wir dich aus. Ja. Oh, Chaos klingt Hab den verbessert. dringenden Volunderminen von Andvaris Hand gerissen. Der Kerl hat immer mit Seelen, dunklen Ritualen und Dingen der Nacht herumgepfutscht. Wisst ihr? Nice. Nicer Scheiß. Allein der Klang seines Hammers auf Metall reichte aus, um ein Feuer köstlich anzuheizen. Ja, ja, jetzt halt doch mal dein Maul. Ich Mist, möchte das. ihr haut besser ab, bevor mir hier zu heiß wird. Ja, heiß, soll ich weggehen? Gut. Wir haben einen neuen Auferstehungsstein und da die Song. diese andere Sache? Jetzt ist mir noch was Dann eingefallen, mal was ich an sagen die wollte. Arbeit. Und zwar wollte ich schauen, wo haben wir denn die nicht herstellen oder doch mal herstellen. Atreus, Klingenknauf, Klingenknauf. Genau, Klingenknöpfe wollte ich herstellen. Irgendwas Cooles. Was ist denn da? Was bringt da? Geringe Bonusaktivierung, bla bla bla, geringe Bonus. Ich lese hier überall nur gering. Mit gering kann ich nichts anfangen, leider. Moderat. Was war das untere? Moderate Wohnungsaktion auf der entstehen abklingt sein, nachdem er gegen den Luft, bla bla bla. Also sonderlich toll. Ist auch nix. Es geht alles nur runter. Ja, da geht Stärke ein bisschen auf. Aber die Abwehr. Ich glaube, ich lasse meine, die sind Vielleicht eigentlich. nächstes Mal.
Vielleicht nächstes Mal, hast recht, Spezi. Das macht doch nichts. Schön, dass du mal wieder zuschaust. Kommst genau richtig. Ich wollte jetzt eh gerade mit der Story da weitermachen. Ich weiß nicht, wie vertraut bist denn du mit God of War? Mal kurz. Wir sollten Jörmungandr nicht ohne Grund stören. Ja, bei was denn bitte? Da, der hier huckt die ganze Zeit nur da rum und schaut und starrt Löcher in die Luft. Starrt Luft in die Löcher. Was ja vorher der Brockman so schön gesagt hat. Bei was stören wir dem? Beim Schlafen. Logikkopf. Der Kratos ist so liebevoll, was Namensgebung angeht. Das ist der Junge. Da am Arsch baumelt der Kopf. Wahrscheinlich hat er seine Frau auch die ganze Zeit nur Frau genannt. Komm her, Frau. Ich bin der Kratos. Mein Taktgefühl entspricht dem eines Mähdreschers. Noch ein Name. Rota. Als dienten sie als Gedenkstätte für die Walküren. Maybe. Gut. Wir schauen mit der Story weiter. Ich sage Sindri, dass ich ein Gott bin. Ich will sein Gesicht dabei sehen. Nein, ich habe dein Geheimnis womöglich zu lange bewahrt. Aber jetzt wirst du unser Geheimnis wahren. Ich kann sie nicht lesen. Ich kann sie nicht lesen. Was kannst du eigentlich? Sollen wir es nochmal probieren? Letztes Mal war es ja, ist ja da nicht so prächtig gelaufen. Ach, scheiße. Sind die immer noch lila? Ja, mittlerweile sind sie gelb. Okay, dann kann es machbar sein. Ja, ich pass auf. Mit die Vorsicht in Person. Ja, doch. Jetzt pass auf, machen wir doch mal den. Ist das jetzt was drauf? Wir haben nicht wirklich. Scheiße! Ja, toll. Na komm, na, passt schon, lass mich sterben. Ich will jetzt den Heilstein nicht verschwenden. Wenn er schaut, könnte man, hätte ich eine Webcam, könnte man jetzt sehen, wie ich den Jungen nach F. Ich trinke nochmal einen Schluck. Okay. Also, diese schwulen Weiber lassen wir jetzt einmal Weiber sein. Wir schauen Story weiter. Einmal bitte runter. Da fällt immer nur dieser komische Stor. Wo ist denn der eigentlich? Man kann man das einmal lesen, weißt? Kommt man bloß zurück, oder? Flockt der da irgendwo rum? Jetzt guck, ich da gern. Danke. Hängt der da irgendwo an der Decken oder so? Scheint nicht. Ja, interessiert, wo dieser komische blaue Stor da ist. Weißt schon, dieses Riesenzapfall da. Warum verbergen, was wir sind? Geheimnisse sind Odins Art. Sollten wir nicht offen sein, wie Tyr? Tyr hat auch Geheimnisse. Aus gutem Grund. Um andere zu schützen. Es ist weiser, diskret zu sein. Deshalb muss man seine Freunde nicht anlügen. Oder die Familie. Ich bin sicher, Sindri versteht das und macht es ebenso, Kleiner. Keine Sorge. Oh Gott, das Sindri. Da bin ich jetzt einmal gespannt. Hey Sindri! Was geht da?
Aufgeregt, endlich das Land der Riesen zu sehen? Ja, aber traurig, dass die Reise bald endet. Oh, was, wenn wir in Jötunheim sind und keine Riesen vorfinden? Das kann uns egal sein. Der Wunsch deiner Mutter ist alles, was zählt. Ah! Oh, geht nicht weg. Ich bin gleich bei euch. Vater, darf ich sagen? Was denn? Hast du an diesem Rad geleckt? Oh Gott, ich übergebe mich. Ernsthaft, mir kommt's... Vergiss es. Familiensache. Oh, oh, ich kann euch einiges über Familien erzählen. Oh, lass mich raten. Dein Bruder hat überhaupt kein Talent und er kreiert nur Müll. Völlig korrekt. Soll heißen? Du redest von nichts anderem. Unaufhörlich. Tu was dagegen oder halt endlich die Klappe. Verstehe. Ja, wir haben genug von den kleinen Leuten mit kleinen Problemen. Was? Ach, du. Na gut. Das hat wehgetan. Sehen wir uns euer Zeug an. Der Junge eskaliert. Und passend dazu schlagt natürlich jetzt das wieder um. Hat jetzt das irgendwas mit dem Burm zum Tor oder soll das jetzt Zufall sein? Also natürlich hat es was mit Burm zum Tor, aber will uns das Spiel das jetzt als Zufall verkaufen? Oder hat der Bur das auch ausgelöst durch sein... Oh, schön, dass ich doch noch nützlich bin. Oh, jetzt ist er... Wie geil! Kann ich irgendwas leveln, irgendwas herstellen vielleicht? Hey, wer weiß, wenn du mal mit deinen Preisen ein bisschen rar gehst, dann könnten wir uns überlegen, ob wir uns vielleicht entschuldigen. Das, na, um Gottes Willen. Kann ich wenigstens was verbessern? Nein. Wow, er lässt sich von mir helfen. Na, kann ich auch nicht verbessern. Brustrüstung kann ich verbessern. Aber ich würde gern trotzdem noch ein bisschen sparen, wenn ich ehrlich sein soll. Was ist das? Ist das Standardding oder? Na, ist ja auch wurscht. Armrüstung. Vielleicht level ich mal die Armrüstung. Dickes Fell. Aber ich finde das echt geil gemacht, dass sie die jetzt da die Charaktere so anpassen. Axt, Zauber, Auferstehungssteine habe ich noch. Armrüstung herstellen. Nein, ich würde gerne noch was verbessern. Kann ich den Axtknauf nochmal verbessern? Das würde ich gerne machen. Armrüstung, Axtknauf. Ich kann den Axtknauf nicht verbessern. Oder? Vielleicht ist der ja schon so hoch gelevelt. Talisman kann ich den leveln? Oh, den kann ich leveln. Nein, den kann ich auch nicht leveln. Nee, gut, doch nicht. Gut, packen wir es wieder. Ja, der Sindri, der ist jetzt anscheinend beleidigt. Warte mal, kann ich da eigentlich wieder zurück? Nein. Oh, der Bur eskaliert jetzt. Kaum weiß er, dass er Gott ist, schon führt er sich auf wie das letzte Arsch. Ja, komm. Oh, Steine schmeißt. Oh, schau mal her, Kuh, ja. Du sollst dein Stor schmeißen, du Pfosten. Arschloch. Da, friss das. Arsch. So, kann ich dich gleich finishen, du Wichskopf. Da steigt man direkt dann zum Sindri rein. Wenn man nur Gegner anzeigt. Wo denn? Also mein Bursche ist, der wird schon wissen. Er ist ja jetzt ein Gott. Hier werden wir noch ein Gegner angezeigt. Wo ist denn der? Ich sehe keinen Gegner.
Da ist kein Gegner. Ich sehe hier keinen Gegner. Fall da darüber. Ah, jetzt da ist der Gegner. Wo schießt du bitte hin? Würdest du bitte auf den Wolf schießen? Du Drecksvieh! Oh, hab ich die da noch getroffen, du Arschloch! So, jetzt machen wir den. Ah, schmeckt er den? Wo das herkommt, gibt's noch mehr. Und gleich nochmal. So. Drecksvieh. Aber mit dem Schädel. Hui! Dachten die, das würde uns aufhalten? Oh Gott, Junge. Alles klar, wo geht's hoch? Ich weiß nicht, ob du einen hochkriegst. Momentan führst die so auf als... Schon wieder kaputt. Weißt du, langsam zweifle ich an Sindris Können. Vielleicht hatte Brock doch recht. Und ich zweifle langsam an deinen Motiven, Jungchen. Oh ja, erst das Ding da kaputt hauen. Ich dachte, Hilfsdorf wären undurchdringbar. Nicht für den Pro-Game. Ups. Was haben wir denn da? Siegelzauber. Erhöht die Selbsttherme. Bla bla bla. Ja, das ist jetzt nicht so. Hier, Junge. Wie von mir aus, aber ey. Geht's noch? Was ist mit aus deiner Motivation geworden? Von mir aus, sagt er. Okay. Ja, heute sparen die auch Freier. Da gibt's noch 9 Euro für uns. Jetzt habe ich nur eine Frage. Der Bur hat vorher gesagt, er hat seine Klingen schon mal gesehen, die von Kratos. Er hat die Klingen schon mal gesehen. Aber die Klingen waren ja in einem Durch eingewickelt. Hat der, während er versteckt war, extra das Durch aufgeschlagen oder? Weil die waren ja eigentlich ganz gut versteckt, die Messer oder diese Chaos-Klingen. Da geht's hinauf. Ich schaue erstmal in die andere Richtung. Also, weil das weder sich jetzt der düsteren Stimmung angepasst hat. Halt, das ist ein Baumstamm, wie gesagt, das war ein Ding. Weißt schon, was so kaputt machen. Geht's da weiter? Nein. Aber da ist noch Kisten. Wo ist das? Ja. So. Fuhr, geh auf Zeit. Du bist ein arroganter Wichser mittlerweile. Solche Kinder kann ich nicht brauchen. Geheimhüftschutz, was kann der? Lass anschauen. Wow, toll. Den hätte ich wahrscheinlich vorher braucht. Oder vorher nehmen können, aber wir haben mittlerweile bessere Rüstung. Deswegen brauchen wir das nicht. Muss ich da hin? Da bin ich hergekommen, ich glaube schon. Wenn wir das Ding nochmal vereisen. Na, das ist falsch. Ich meine, da geht es irgendwo auf. Dann war das woanders. Na, dann war das woanders.
geht's denn jetzt dann auf? Wo geht's denn jetzt dann auf? Da geht's auf. Warum hast du so mit dem Zwerg gesprochen? Nervt dich das mit ihm und seinem Bruder nicht? Doch, natürlich. Aber es nützt nichts, ihn zu einem Feind zu machen. Er sollte die Wahrheit kennen, ohne Ausnahmen. Es war unnötig und unfreundlich. Wahrheit ist wichtiger als Güte. Deine Mutter wäre anderer Meinung. Sie war keine Göttin. Oh, 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 Jungchen, Jungchen, du spielst mit dem Feuer. Du spielst mit dem Feuer, Junge. Wenn er jetzt nur Dano beleidigt. Sie war keine Göttin. Oh, das heißt, ich bin besser als sie. Oh, heute war ich schon. Vielleicht hätte er es ja doch nicht sagen sollen. Weil seit er weiß, dass er Gott ist, ist der Junge wirklich nicht mehr unausstehlich. Von mir aus. Von mir aus, sag mal, was ist denn los mit dir? Junge, das ist ein denkbar schlechter Zeitpunkt, um in die Pubertät zu kommen. Wer ist hinüber? Doch gerade noch was gehört. Da geht's weiter. Ah! Von hier abtragen. Nein. Warum nicht? Wir sind fast da. Ich schaffe das schon. Meinst du? So wie du von ihr gesprochen hast, bezweifle ich das. Was? Dass sie keine Göttin war? Sie war besser als eine Göttin. Und du solltest sie nicht entehren. Ist ja gut. Dann trag sie selbst. Okay. Wir werden nochmal diese Tür aufmachen. Da ist wahrscheinlich bloß wieder so eine dämliche Valkyrie drin. Ich mach die jetzt eigentlich auch bloß auf, damit es offen ist, weil ich habe jetzt eigentlich keine Lust gegen diese scheiß Valkyrie da zu haben. Ja, da geht's wieder da oben. Gut. Oh, jetzt keine Lust. Na, das machen wir das nächste Mal. Obwohl, na weißt du was, einmal probieren wir es. Einmal probieren wir es. Schauen wir uns das doch einmal. Ich möchte es jetzt einmal probieren und wenn ich verreck, werde ich ja den Hilstein jetzt so nicht verballern, weil ich ganz genau weiß, dass ich gleich nochmal verreck. Ich höre schon wieder einen Tschernobyl-Vogel. Na, wo ist denn der? Von mir aus. Von mir aus? Oh Gott, das wird auch noch richtig eskalieren. Wo ich das Ding. Ich kann diese Tore ja zurzeit nicht benutzen. Also anscheinend sind wir jetzt hier ziemlich hart an die Story gebunden. Die Kisten nehmen wir auf jeden Fall mit. Moment bitte. Ich bin gleich wieder da. Okay, nicht so wichtig. Aus irgendeinem Grund habe ich jetzt... Ach so, wahrscheinlich mein Ding. Wo ist denn der Tschernobyl-Vogel? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ich höre ihn doch. Der muss doch da irgendwo sein. Ach Gott, ich hasse es, wenn die diese Vögel viele zwei her, aber nirgends sehe. Da oben ist er. Hättest du gedacht, du kannst dich von mir verstecken, ha? Aber nicht mit mir. So, da können wir wieder durchgreifen. Was ist das? XP, okay. So, was haben wir denn hier unten noch? Eine Kiste gibt's hier.
Ordentlich Kohle gibt's hier. Oh, was ist das? Will ich das haben? Ich will das mitnehmen. Das gefällt mir, ich will es haben. Noch eine. Hurra! Was machen wir mit ihr? Ja, Was was wohl? immer ihr tut, seid vorsichtig. Egal, ob wir vorsichtig sind oder nicht, die werden uns jetzt gleich angreifen. Und zwar richtig hart. Ja. Hallo, ich bin der Kratos. Wollen wir Freunde sein? Was passiert? Ich nehme mal an, das heißt nein. Boah! Ah Gott, ja, ich weiß schon, das wird jetzt wieder ekelhaft. Oh, da gibt's Heal. Heal, hol er den Heal! Ah. Ja, komm, vergiss es. Vergiss es. Keine Chance. Ja, ich lasse mir jetzt von derer killen. Na, komm, gegen die hast keine Chance. Vergiss es. Da trinke ich lieber noch einen Schluck. Warum können die nicht heiß sein, die Walküren? Warum müssen das alles immer so hässliche Viecher sein? Komm, drauf geschissen. Machen wir anders mal. Ich möchte jetzt wissen, wie es mit dem Burm weitergeht, wann das so richtig eskaliert mit denen. Von mir aus. Wenn du jetzt noch einmal sagst, von mir aus, du. Ich schwör dir, Jungchen, ich schwör dir. Jawohl, und ordentlich getroffen. Den hätte ich jetzt eigentlich in 2 Teile hauen müssen mit der Axt. Ich finde die Axt so schön mittlerweile. Mit dem Gold, also vor allem im Vergleich zu dem, was am Anfang ausgeschaut hat. Ah, stimmt, da war ja nur das Rätsel mit der Tür. Das schaue ich jetzt auch noch schnell, ob ich die Tür irgendwer aufbringe. Da müssen irgendwo diese Hehlwinde da sein. Schauen wir mal. Da gibt's noch Geld. Hopp, nimm's mit. Mich wundert es echt, dass der Kratos noch so ruhig ist. So wie sich der Bur momentan aufführt. Es wundert mich echt, dass der nicht schon vollkommen eskaliert ist. Gerade der Kratos, der wo ja bekanntlich einen sehr kurzen Geduldsfaden hat. Ich finde das Dings nicht, dieses Hehlwind-Dings. Was soll denn das sein? Oder ist das da drüben? Nein, da war gerade diese komische, dieses Walkürenviech da. Das kann mir wurscht sein. Gehen wir mal runter, vielleicht ist es unten irgendwo. Oh Gott, die scheiß Blitze her, kriegst du den epileptischen. Sind da unten irgendwo diese komischen Winddinger, dass das irgendwie dann aufbringen muss? Ich sehe sie jetzt nicht. Drauf geschissen. Das kann man auch anders mal machen. Gehen wir wieder auf. Was, wenn der Bur jetzt so sei, wenn sich der Bur jetzt so toll fühlt, warum klettert er, warum kraxelt er da nicht selber auf die Bäume auf? Auf die Felsen auf? Warum hängt er sich dann immer noch bei mir hinten ein, ha? Junge, das müsstest du jetzt eigentlich auch selber kennen. Da ist so ein Ding. Ah, da vorne. Da vorne ist es. Ich sehe es.
schön. Dann kriegen wir das ja doch noch. Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Ganz Schild. Und wir haben die Tür aufgemacht. Nice. Bitte lass was Cooles drin sein. Gefeister Schuss. Was kann der? Der schaut nicht schlecht aus. Was habe ich bis jetzt? Das da. Weißt du was? Ich level jetzt lieber mal den da. Fügt eine Explosion. Warte mal, wie schaut denn das aus? Ah. Ja gut, eine mächtige Explosion schaut für mich anders aus, aber gut. Ne, den wir jetzt mal weg. Dann nehmen wir die Axt. Schauen wir mal, ob es da drum jetzt gleich eskaliert. So, da kommen jetzt garantiert wieder irgendwelche Arschlochviecher, oder? War klar. Ja, ja, komm. Links von dir! Ich glaube, da sind die Klingen fast besser gegen die. Denn da habe ich den schönen Rundumschlag. Wow, 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 wow. Entschuldigung, es gab gerade wieder technische Probleme. Vielleicht solltet ihr mir mal einen neuen Controller kaufen. Hey, langsam, die fangen immer zu rum. Wenn du die ganze Zeit wusstest, dass wir Götter sind, wieso erzählst du uns dann etwas von Odin, der vor uns nach Jündenheim gelangen will oder so? Sie wollen uns doch wohl eher tot sehen, weil wir Götter sind und eine Bedrohung für sie. Vermutlich können wir das nicht ausschließen, aber Odin ist äußerst schlau und seine Pläne sind... Genug von Odin und seiner blöden Familie. Du hast doch damit angefangen. Du wolltest doch was vom Odin wissen. Also irgendwas stimmt nicht mit dem Wort. Ich glaube nicht einmal, dass er was dafür kann. Der ist jetzt wahrscheinlich für irgendwas besessen oder so. Dann fragt er nach Odin und dann fängt er, wo er ja gerade verzeihen und dann, genug von Odin. Okay. Gut, ich sehe gerade, wir haben... Scheiße, daneben. Alter, wie viel kämen denn da noch? Pech gehabt. Wer sich mit Göttern anlegt? Gott, Junge, du bist ein arrogantes Arschloch. Warte mal kurz. Wenn Vater seine Axt auf Nachtware wirft, kommen sie weiter herunter. Man kann ihm in den Nahkampf ausschauen. Gehärteter Svardlav Dingsda-Stahl. Warum ist eigentlich dieser komische Ding schon wieder kaputt? Den hat doch die Freya gekriegt. Das war doch nur, damit wir den längeren Weg nehmen müssen. Ja gut, wie gesagt, wie ich gerade sagen wollte, die Stunde ist schon wieder fast rum. Ich darf sagen, wie es weitergeht auf dem Berg rauf,
Das schauen wir uns dann morgen an. Morgen um 6 Uhr werden wir da eben nachschauen. Da werden wir schauen, was mit unseren kleinen pubertierenden Jungen los ist. Was jetzt da noch alles passiert. Und ja, wir werden wie immer erstmal sauber einen abspeichern. Sauber speichern, ja, bitte danke. Genau, dann schauen wir, was mit unserem Burm los ist, weil der Burm wird jetzt zu einem arroganten Arschloch. Ja. Wir werden nein, ich will es beenden. Spiel beenden, bitte, danke. Gut. In diesem Sinne, da die sagen, wir machen morgen weiter. Ich wünsche wie immer allen, die das vielleicht irgendwann einmal anschauen, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Auf Wiederschauen. Servus.